Schokolade voll, wissen nicht. Was ist das für Schokolade? Hallo und herzlich willkommen, das ist die Episode 3 von Infight. Genau, und wir haben in dieser Episode mal so coole Sachen wie ein Intro, damit ein Intro, eine Ummoderation, Dann haben wir News, ein Spiel, Top 10 löscht, ein iPad und am Schluss wird man ein bisschen Spam. genau, und eine Überraschung, die du mich später kriegst. Tatsache. Naja, kommen wir zu den News, und zwar machen wir das ein bisschen mehr entertainment-mäßig, und zwar sagt Mama. Ja, genau. Ja, das ist mir fast. Klacke mehr hängen. Und mehr Klacke mehr hängen. Ja, mehr denn schon eine Zeit für News viel zu lesen, viel zu drohen. Und immer wenn du Sascha hab's nicht passt, klagt man einfach ein. 1, 2, 3, los. Okay, da fangen wir an. Großbritannien und Japan verkauft zu den Software-Charts. Dann haben wir noch Dus Ex Human Defiance Titel. Titel vom Film. Dann Launch-Trailer zu Tomb Raider auf Verspätung. Schon die Dünne nicht dauert. Nein, Tief gekündigt. Das heißt, das nächste Spiel. Selbst spielt. Okay, da schon mal die drin. Aber dann haben wir. Okay, jetzt ist krass. Die Software-Charts als Großbritannien und Japan rum. Aktuell Wertung ist der Edge. Gears of War Judgment Trailer. Launch Trailer, nicht mal. Freak Show 2013 von Cedric, das ist cool. Doch schon Rumcharts. Battlefield 4 wird der 26. März gekündigt. Enthüllt. Dann haben wir noch den Rumcharts. Dann Code of Princess Release Datum. Ja, das ist dein Spiel, das ist cool. Das war klein dran. DuckTales Remastered. Top-Spiel. Dann, Deus Ex Human Revolution. Director's Cut gekündigt. Ja, und dann haben wir noch VGLU Update als dem. Schon am letzten Tag vergisst du so, dass wir über das Spiel kommen und dafür erstmal von mir kein Klage. Der Reboot von der Serie erzählt Durchspring von Lara Croft, wie hat der Heldin gehen als die Allmensch kennt. Als 21-jährige Archäologin geht hat schiffbrüchig. Allein auf einer Insel muss sie gucken zu überleben, aber mit seinem Überlebensinstinkt, den er per Tast aktivieren kann, gegen einem Hinweise gewesen, was er machen muss. Hier wird das dann zum Beispiel die Verbrennen von der Seele. Quicktime-Events wie den heute sind ein Hauptbestandteil vom Spiel. Kriegt ihr das nicht hin, stirbt euch Mäuschen und einen qualvollen Tod. Es geht in ihm auf, dass es nach unsicher und verängstigt ist bei verschiedenen Situationen. Als Hauptwaffe wurde sein Bow, nachdem er am Anfang nach Museen zu gehen. Am Lauf vom Spiel finden natürlich dann auch die typische Schusswaffen, die natürlich nicht dafür fehlen. Hier und da findet ihr dann auch mal ein Truhe oder anderes.
Et gëtt den Gefangen geholt an muss mal fir d'éichterem fortkommen. Aber es ist Sneak Action. Kam huet mat eng Waffen grab, gëtt schon rich trop lass geschoss. Das Spiel besteht am Generalen als größter Schosskampf mit Rätseln zu auflösen. Der richtig knackig Rätseln von den aber just an den Gräber, den man entdecken muss. Dat asse also Geschicht vum unschëllege Mädchen wat zu erhalten gëtt. Voilà, du war Spielvorstellung vum Tomb Raider mit ans alles fir Spiel net kaf an dafür muss man David Krämer Merci so fir das den Bäumech kommmer so 2,5 Stunden opgeholt fir das Video könne machen. Merci. Merci David. An ja, Sascha, wie du Spiel fand? Am Anfang ass fir mech bei dem doten Tomb Raider bisssen zuviel Geschéis dran an noch seg Entwicklung ass war ein cool Idee mir anscheinend soll die so bisse so direkt sehen. Der Tisch eng war verbringt den echten Mönch und dann so, scheißen alles futti. Aber sonst wirklich gesagt mehr gut aus. Ja, mir gefällt Spiel auch vom visuellen auf top an die Quicktime Events einfach mehr geil. Just so, dass man bisschen so auch direkt wie die Sascha so. Naja. So actionlastig. Genau. Ja. An mehr kommen lo direkt bei als Top 10 löscht, die morgen gekündigt hatte, weil man ja kein Interview haben. Und zwar Sascha, welches Thema immer? Wir haben den Top 10 von den weiblichen Protagonisten von den Spielern. Genau, wir fangen noch da mal an. Und zwar Nummer 10 aus bei uns Lara Croft. Wie war? Ja, das eben auch zum für den neuen Teil ein bisschen Rufgerutscht von neuen Dingen. Eben, weil das einfach zu viel Action ist, dass das zu viel Uncharted. Dafür ist bei ein bisschen Rufgerutscht. Voilà. Dann bei der 900 Juna aus Final Fantasy 10 an 10.2. Wie war man, weil um 10.2 gesagt, wirklich was hat so wirklich opfert hält für den Tidus so rumzufahren, das schon stark fraglich ist. Naja, und dann auf Platz 8, das ist ein bisschen mehr außergewöhnliches, und zwar Kazooie von Banjo-Kazooie. Ja, der Herr ist recht, das ist ein Mädchen, ich war auch erschreckt. Und jetzt ist das einfach top, weil alles mir gefällt, der Spiel einfach mega geil. Das ist cool. Das ist einfach verdient. Der Strauß am Rucksack. Genau. Das ist einfach geil. Dann als Nummer 7 als Samus Aran, ich meine, wo ich da rausgefunden habe, dass der Frauenspiel war so, was? Okay, das wird ein Drop. Das ist wirklich, die Spieler sind alle gut, wirklich schön und gut. Dann hat gesagt, und vorhin gesagt, er doch gut aus. Mhm. Naja, dann auf Platz 6 haben wir Kairi aus der Kingdom Hearts Serie. Und zwar, also weiß ich mir, sie sowieso riesig Fan von Kingdom Hearts Serie und Kairi ist einfach mehr rau an zum Lo, weil es eventuell oder Text wahrscheinlich auch entdeckt schon mit angreifen wird. Und 3 sind wir einfach schon mega Fan. Ja, und seine ganze Entwicklung ist auch wirklich cool. Yes. Dann Platz 5 haben wir etwas Komisches. Zwei GLaDOS. Aus Portal 1 und 2. 1 und 2. Besonders beim 2 merkst du so auch, wie die künstliche Intelligenz sich so entwickeln kann. Und das ist schon ziemlich cool auch immer. Ja, also klar, nicht attraktiv, aber schon ziemlich cool. Also Roboter, der war schon viel. Naja, Platz 4 Hummer Fate von Mirror's Edge. Und zwar, das ist einfach top, wie das auch in Rum lebt und auch leider ballert, auch wenn wir nicht gut fahren in dem Let's Play.
Das aber tipptopp gewesen, also das schon ein Top-Rahmen gehabt und gefällt uns einfach gut. Voilà. Dann kommen wir bei Top 3 und haben wir da 3 Mina geholt. Ja, Mina aus Legend of Zelda Twilight Princess. Das ist noch von das, was man am Link so ein bisschen rumläuft. Das ist ein bisschen das, was die Fee, die nervige Fee ersetzt wird. Ja, genau. Ja, das ist aber cool, das Schild und dann kommt dann voll Transformationen. Mehr sympathisch wie die Fee. Genau, und dann noch, wenn es in richtig Form rumkrut, war ich auch so cool. Wow. Naja, Platz 2 sind wir rum. Kingdom Hearts Serie, schon und zwar aus dem Birth by Sleep für PSP, und zwar Dark war das Hauptprotagonist aus dem Spiel. Da kannst du selber spielen, sing Story, und das ist einfach mehr wow, was du einfach geschieht ist mit seinen zebastischen Kollegen, den Terra und den Ventus, und die Geschichte gehört das alles für einfach und zum Beispiel, weil er noch kann erwarten, dass er 3 rumkommt, ne? Sind wir einfach voll gespannt. Voilà. Und da kommen wir zu der Platz 1, Trommelwirbel. Und zwar also Lightning aus dem Final Fantasy 13 und 13.2 und wahrscheinlich auch 13.3. Genau, und wir sind einfach alles wie mega überzeugt. Mehr für zu schwatzen. Ich will 4 Stellen. Ja, ich fand die Entwicklung aus dem Final Fantasy 13 also einfach mega cool. Am Anfang so stark Frauen und was nicht immer losgekriegt. Und dann lebt ein bisschen am Hope hin und hier. Und das ist einfach so schwach und dann hat Gott dann einfach ein bisschen mehr Müll an. Lebt an Herz so. Dann entwickelt sich aber ganz gut. Anders hat. Die Frisur ist cool. Also ein Move sieht cool, das ist alles cool. Ah ja, das ist einfach alles mega ja. aussehen. Genug geschwärmt. Genug geschwärmt. Das hat man der Top löscht. Und yes, dann kommen wir dann bei den Special. Und zwar mussten wir als beamen. Wir mussten Location oder wechseln. Und zwar sehen wir uns dann da. Ja. So, wir sind hier auf der LAN Gaming is not a crime gekommen. Genau, wir sind hier am Gangen, League of Legends Turnier zu veranstalten. Mehr Raum, mega episch das Ganze. Und ja, Sascha, was könnt ihr? Wir beginnen jetzt nur mit André, was hier so lebt. Maja, wie du dann den ganzen Weg von die ganze Laden, was heißt du alles davon? Das war nicht relax. Ich gehe ganz gerne nach immer kommen, wann wir vielleicht nicht direkt heute, weil das ein bisschen spät geht. Auch wenn wir ein bisschen Stoffprobleme hatten, war aber der relax. Das dann gespielt gehen, halt das geht in der Spielen, so dass der Titel am Anfang hat ein bisschen leicht zu dienen. Und auch wenn es Menge kleine technische Schwierigkeiten die ich möchte, als alles der gut gelaufen. Ich fanden ist vielleicht ein bisschen organisatorisch oppassen dass mehr Touren waren auch Öffnung vielleicht hab's gemerkt weil das eigentlich nehmen die letzten Tag letzten nur der Moyen gouf im Touren war gemacht für League of Legends der war der Kollaps zwar dass du irgendwas mehr gemacht irgendein Spiel auch da sind die dann vielleicht an einer Dropbox oder so ruf oder geschert wird ja eigentlich cool. Was ich immens gut fand, das sind die Konsolen da haben, die sind und ich immens cool fand, weil du kannst einfach die Altspieler spielen und noch die neuen, du kannst immer mit anderen Leuten zusammen spielen, die es dann von daheim keine Chance hast, weil es da einfach daheim keine 100.000 Leute hast, die mit da gespielt haben. Wieder rasch tun ich der cool fand und ich gehe ganz gerne. Am Anfang, das war ich am Anfang wirklich schmatt holen, dass das wirklich viel Leute Menge betreibt, nicht asozial ist. Das ist wirklich spannend der Fall, als Leute trippeln rundherum, sie schwätzen man nehmen, sie tauschen sich aus ihre Spieler, sie machen Rendezvous, für man zu spielen, auch der Turnier, wo man sehr vorher alles wirklich gut kommen und das ist am Anfang das, was kein Laden schlussendlich ausmacht, einfach sich zusammenzusetzen, sein Hobby zu genießen während der ganzen Zeit und ich muss so eine allgemein negative Ausstellung gegenüber Laden, die an der Gesellschaft zu herrschen, kann ich absolut nicht bestätigen und das obwohl Looming echt lernen, sondern ich kann also wirklich so, dass ich so unbeeindruckt bin von anderen. Ich finde Laden ganz flott von, weil er mal viele Leute gesehen hat, mit denen er schon gespielt hat, wenn er irgendwo sehen hat aus und ja, ich habe noch neue Leute kennengelernt, gegen den da konnte spielen. Turnier und ich auch ganz flott von, war ganz interessant, auch flott nur zu gucken, aber das alles konnten über den Beamer gesehen und
Das war schon cool. Ja, das war alles eigentlich ganz in der Reihe. Also, das flott sich so als Team besser kennenzulernen, neben ihnen zu spielen. Also, ja, dann ganz cool. Der hat aber innerhalb von ihrem LOL-Team hat er noch nie so neben mir gespielt. Nee, wir hatten das mal noch nicht gesehen eigentlich. Der hat aber auch LOL-Turnier gewonnen und ja, das war dann aber eine positive Erfahrung für dich. Ja, das war schon ganz dabei. Ja, was war dann eventuell nicht gut? Das ist kein Problem. Was war dann eventuell nicht gut auf der LAN? Was gehst du vielleicht eventuell nächstes Jahr, nächstes LAN überhaupt besser machen? Vielleicht den zwischen 3 und 6 oder so auch erste Krit, weil da sind wir die Zeit, wenn am meisten Hunger hat oder so. Und dann irgendwie eine Möglichkeit für zu duschen, was ja schief gelaufen war, das Jahr. Also, es schon lang gut von, also das großen Erfolg, weil es sind noch viele Leute da, die spielen, zusammen spielen, erzähle ich mir noch zusammen in Gemeinschaft. Und es sind noch Leute da, die ich kennenlernen kann. Das ist mehr Freunde und ja. Und ich weiß auch, dass auch Spielen, Videospiele auch etwas Soziales tun und nicht immer daheim sitzen und spielen. Mir die LAN ist wirklich ein Erfolg, weil wir hatten etwas zu essen, das ich gut fand. Wir hatten irgendwo mehr schlafen können. Ja, mehr schlafen. Und die 2D ist... Jetzt hast du einfach das komplett tiptop organisiert, das Ganze und Ja, das war gut organisiert. Was ich nicht nur für mich war, dass Hans lokal war, weil die Leute die abgelost haben. Nee, das ist auch kein großes Problem. ja, du, Gilles, als Organisateur, was hältst du von der eigenen LAN-Party heute? Ich ging da behaupten, dass wir das mit als Verein gemacht haben. Nee, wie soll ich aber was erklären? Ja, also ich fand, dass es gut aufgelaufen ist. Wir ist immens viel mehr gehen. Und wir noch ab und zu mal vereinzelt gefreut, die auch mal das geschwart haben, wie sie so fanden und die Menschen auch positive Feedback geben. Also gehe ich davon aus, dass die Leute gefallen hat. Mir selber hat auch gefallen. Ich konnte schon noch ab und zu eine Zeit von der konnte ein Match spielen mit bestimmten Leuten. Und dementsprechend bin ich ganz zufrieden mit dem Auflauf. Also als etwas, was eventuell nicht gut von ist, gar nicht. Ganz am Anfang hatten wir vielleicht vereinzelt Probleme, aber wir hatten Internetzugang gesagt, mit der Stabilität, das konnte man aber an einer größeren Zeit konnte man aber behoben. Und seitdem sind noch keine weiteren Probleme aufgefallen. Ja, hier sind wir von der LAN und jetzt heißt das auch der Schluss von den Fall Episode 3. Und ja, wir sind erst für das schalten und Sascha? Ja, das war es. Und natürlich, wenn euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Thumbs up gehen und nicht dann mal da einen Basen auf. Und schreibt in die Kommentare, weil euch gefallen hat, was vielleicht nicht so gut war, weil man könnte besser machen. Und natürlich ein verstoppten Bild auch drunter schreiben. Und dann... Eine Bestrafung für die nächsten News. Können auch drunter schreiben. Voilà. Und dann... Ja, kommen wir nur noch bei der Release-Kalender. Und bei der versprochenen Spam. Yes. Spam. Nee, wenn ihr wollt, da könnt ihr mein Let's Play-Seite liken gehen. Auf Facebook. Da könnt ihr Let's Plays gucken gehen. Da subscriben auf YouTube. Dann könnt ihr noch... Kann auch noch meine Band gucken, lauschen gehen. Ich wollte von der Band spammen. Nee, egal. Spammen einfach. We Knew John Doe. We Knew John Doe on Facebook. Snerody. YouTube and everywhere else in the world and stuff. An Erik Künziger, du sollst mich kennen. Wenn ich da sind. Voilà, hin ist also Roddy. Du weißt das. Okay. Also ist natürlich Infalt-Like gegangen, Videogames.alu like gegangen, also Facebook. Videogames.alu aus der Internetzeit von Videogames.alu. Genau. Was tun wir noch? Da kann man noch spammen. Random Sachen. SD-Card. Maus. Loot. Tatsi. Wasser. Cool Tatsi. Nope. Chuck Tester. Okay. Yes. Maja, nee, mit so eine Schenker. Merci.